haben die Hosen voll und die Köpfe leer. Immer läuft die Angst voraus und mir nur hinterher. Bleiben wir doch mal stehen und lassen's einfach laufen. Lassen wir uns doch nicht andauernd nur für dumm verkaufen. Auch wenn alle wollen, dass du bangst, na hab keine Angst. Diese Emotion beschreibt ganz gut der Vergleich zwischen einem Amerikaner und einem Deutschen. Der Amerikaner zum Beispiel, wenn einen vorbeifahren sieht in einem richtig fetten Cadillac, dann sagt der Amerikaner, an so einen fahre ich einmal. Und der Deutsche, wenn er am Straßenrand steht und jetzt fährt einer mit dem Porsche vorbei, dann sagt er, der Arsch geht auch noch irgendwann zu Fuß. Ich bin der Neid, wenn mich was freit, ist das Leid von die Leid. Sie sind ganz krass und blass und voller Hass, wegen mir drauf ist Verlass. Gegen mich ist keiner gefeit, darauf schwör ich jeden Neid, ich bin stets bereit. Ich bin der Neid. Weißt, Religion, das ist für mich, wie wenn man in einem dunklen Zimmer eine schwarze Katze sucht. Es ist aber gar keine Katze da. Und dann ruft einer, ich hab sie. Lassen wir mal eine Zeit lang hinter Instagram, WhatsApp und Amazon. Und reden wir anstatt Mails zu schicken, öfter mal direkt mit der Person. Ich weiß, das ist gar nicht so leicht. Für manche ist sogar schon ein Graus. Doch auch wenn der Akku noch lang reicht, trenn dich von deinem Handy und schalt's aus. Wir haben die digitale Welt gewählt, doch immer nur digital das gewählt. Weniger virtuelle Welt sorgt dafür, dass uns die echte besser gefällt. Ihr wisst ohnehin, dass das östliche Niederbayern und der Bayerische Wald Regionen sind, wo kognitive Höchstleistung und ausgeprägte emotional-soziale Intelligenz eine Fusion eingegangen sind, die ein so ehrfurchteinflößendes Ausmaß an Perfektion erreicht hat, dass dem staunenden Betrachter kein Raum für Neid bleibt. Wolltest du wirklich glücklich sein oder hast dir zu viel Sorgen gemacht? Hast du zu viel nachgedacht und viel zu wenig gelacht? Und hast du nur gegeben und hast wirklich geliebt? Wer denkt noch an die, wenn's die nimmer gibt? Auf jeden Fall waren wir da und haben da ein Benefiz gespielt für Afrika, eine benefizitäre Veranstaltung. Ein bisschen so Boogie-Woogie. Und einer ist immer vorgestanden und hat in die Hände geklatscht. Und um das Leid zu symbolisieren, hat er zu den Leuten gesagt, stellt euch vor, jedes Mal, wenn ihr in die Hände klatscht, stirbt ein Kind in Afrika. Dann hat einer aus der ersten Reihe gerufen, auf her halt auf damit! Ich träum von Aftershows mit Sekt und Kaviar, doch was ich hab ist nur die Minibar. Im Nachbarzimmer treiben sie's bis um 3, ich tu die Ohrenstöpsel rein. Am nächsten Abend fragt mich wer ganz freundlich, was machen Sie beruflich eigentlich? Machen Sie sonst nichts mehr außerdem, ja kann man davon leben? Dann fragt er, ob ich auf seinem Gartenfest spiel und ob ich denn tatsächlich Gage will, weil es sind so viele Promis da wie nie, das war eine Chance für mich. Ist ja total irre. Zack, sind wir schon in Zürich. Ja, da war ich mit dem Bulldog eher da gewesen. Das gibt's ja nicht, wie sollte man der Strache organisieren, da waren wir gestern schon in Ibiza gewesen. Die haben bei der Bahn echt ein Zeitproblem. Ne? Jetzt weiß ich aber, was das Kürzel DB bedeutet. Ne? Das ist Englisch und das heißt Time-Problem. Ne? Aber nun seid doch froh, dass wir alle wohlbehalten rüber gemacht haben. Nix funktioniert, das ist wunderbar, ist wie in Italien. Das ist ungefähr so fix, wie wenn sie in Berlin einen Flughafen bauen, wa? Oder in Stuttgarter Bahnhöfle. Doch, dann kommt von irgendwo eine Stimme her. Die sagt zu mir, okay, das ist halt schwer, lass das halt einfach zu und gönn deinem Hirn Ruhe und dann sing. Ja, dann sing, es wird schon wieder, auch wenn's das nicht denkst, es wird schon wieder, auch wenn's du festhängst. Hör auf zum Warten, leb im Jetzt und genieß, hör auf zum Werten, nimm's Leben so wie es ist, das wird schon wieder.